Also pickt den heute du gerade einen Spritz aus, oder? Ey, legal, ich muss ehrlich so sprachlos. Moi, legal, schaffen nicht, geht gut. Du baust, fängt ein bisschen mehr kalt zu gehen, der Tisch, wir sind alle gut, ein bisschen mehr cool drauf. Und auf jeden Fall haben wir heute ganz coole Video. Und zwar den Jamie Sanders sein Inside the Bad Neighborhood of the Richest Country in Europe. Und ihr könnt das normalerweise aus der Belgien. Da bin ich ganz gespannt, was ihr dazu seht. Ich gucke mal sein Video an und dann mache ich so eine Art Prof. Also ich gucke da und ich gehe dann noch Interviews machen mit Leuten, die da wohnen. Und ich habe schon ein Interview gemacht mit einem Polizist. Da erwarte ich über alles viel mehr spät. Ihr könnt ganz gespannt sein, was demnächst könnte ich schon ein paar Sachen geplant. Voilà, ich werde den heutigen Channel werde ich probieren, ein bisschen mehr groß abzuziehen. Ein bisschen mehr groß und mehr cool Videos zu machen, wie just Reactions. Ich schätze nicht mehr groß um den Brei, wir gehen direkt ran. So. Coke, Heroin, zu. Tranquilo. Knife here, finger up, here. Ihr seid schon mal ganz interessant aus, ne? Welcome back to another video. Welcome. Police-Sirenen, Junkies und ja, seid schon mal ganz spannend aus. Sind mal ganz gespannt, wie das Video wird verlaufen. Sieht schon mal ganz interessant aus. Welcome back to the channel. Today we are here in Luxembourg, one of the richest countries in the world. While millions are getting laundered, people are walking here in tailored suits. You actually have also bad neighborhoods here. Today we're going to find out how bad those neighborhoods are. Let's go to the bad neighborhoods of one of the richest countries in the world. We're now here in the surrounding area of the train station. This area should be like a bad neighborhood. And I can see already why. Looks like North Africa found also their way to Luxembourg. Good? Yeah? I'll make a video here. Okay, ich muss schon direkt dazu sagen. Ich gesehen, dass die Leute hier in der Stadt auch wirklich gut Bock haben, gefilmt zu gehen. Ja, da gibt mich eher Meinung interessieren, wenn der Elo sieht, den eine Kamera hat und den so öffentlich so filmt. Wie fand ihr das? Das ist sich erlaubt, ne? Ich gesehen, ja, das sind noch viele Leute, die das gar nicht gerne haben. Hier seht du kannst nicht Geld machen. Ich weiß nicht, wie die Regelungen sind dabei mir. Voilà. Schreibt mal dann in die Kommentare und dann gucken wir mal. Ich bin gespannt, was da so ist. 1 minute filming, guys. 1 minute. No. Somebody wants to offer me some goods. Looks like a lot of roadmen here hanging out. Nice to meet. Ich meine, dass sie ihn einfach provozieren, so für der Kameramensch, nicht, dass sie ihm Drogen verkaufen wollen. Oder vielleicht doch, wie wisst. Das wird raus, mir bon. Do a business. This power. Looks like this area is like the drug dealing area. Dogs and engineers everywhere. Coke, Heroin, Lyrica, Rivotril, zu. Bro, den hat ja ein ganz Aptegrad genannt. Also, was sind das? Rivotal, was ist das? Ey, mir auf alle Fall. Ich muss auch nur kleine Real Talk machen. Also, wenn ich sehe nicht oft an der Stadt. Ich sehe noch nicht oft an dem toten Stadt, also Gara Quartier. Aber ja, immer wenn ich schon gegangen sind, also 100% wohl, habe ich mich auch noch nicht gefühlt. Und ich denke, dass, keine Ahnung, dass ich da nicht so gerne einfach mit Mama dachte, du gehst Lunch trippeln oder mit Schwester oder so. Ich will schon besucht. So as you can see, guys, they are actively patrolling a lot of cops here. Things are getting tense here. Looks like some people are fighting here. I don't know why for. Ici, on a des travailleurs, des business, tu comprends, frère? Where? I have to go out. No. Leave like that. Thank you. Nice. Ici c'est business. Ici c'est business. Nice. Ici c'est business. Mais pour moi, bien. Pour l'autre, cash. So this guy told me there's this like business here and people don't like to be filmed here. Le numéro 1 drogue ici. Hashish. Cocaine. What is this?
He's giving police. Yo, I'm a Let's parle. Okay. Puh. Okay, das muss ich nur mal sacken lassen. Ich fand das crazy, wie das so lebt. Ja, wie gesagt, ich habe schon kein Interview mit einem Polizist gemacht. Ich will nur nicht so viel verraten, mehr. Das tut soll anscheinend doch die Spitze vom Eisberg sein. Mehr. Ja, sieht auf jeden Fall ziemlich schlimm da aus. Ich gesehen, dass die heutigen jungen Männer irgendwie arabisch Wurzeln haben. Und ich weiß, dass du auch viel afrikanische Leute sind, die da eben viel Drogen dealen. Ich frage mich gerade, ob die irgendwie gegen den Nähen sehen und ob du einfach einen so kleinen Bandekrieg wird ausbrechen. Danke. Sehr gespannt. Ich hoffe natürlich nicht mehr. They're like actively dealers here, just behind the back of the police. That guy just showed me some drugs, like behind the back of the police. Things is chaos here. Yeah, no problem. If you don't want to be filmed, guys, I don't film you. Yeah, but I can film here, bro. Bro, aber all Respekt, ich gebe mich gut nicht wohl, da vielen so offen zu filmen. Ich gebe das niemals machen. Niemals. As you can see, guys, look like the demographics here in Luxembourg are also quite shocking, guys. I'm like almost the only white guy here at this train station. It's quite shocking for me that this is also happening in Luxembourg. Okay, da sind wir beim Atelier da an der Gegend, ne? Wo da 187 Bande habe ich wieder gesehen. Hier Spuren an der Los und also Frost. You can feel, guys, that this area here in Luxembourg has a way more rougher atmosphere than like most of places in, if not all places in Luxembourg. This really has unique atmosphere. You can feel here, guys, there is a tension here. You can feel, guys, that this is a bad neighborhood here. You cannot compare this, of course, with Brussels or Frankfurt, but of course, this is the, in my opinion, the worst neighborhood here in Luxembourg. Okay, guys, Ja, Stadt der Gar, ich gebe auch so, ne? Also, Ball, Großgaren, als natürlich immer Drogenhandel do, leider Gottes. Aber das ist eben so. Und ich meine, das kann ich noch ganz schwer bekämpfen. Die Leute fanden immer hier Methoden und Tricker raus, für das eben so weiterzumachen. Aber ja, ihr seht gerade, dass das so die Platz wie wo am schlimmsten wir halt zu Lützeburg, also das Lützeburg Stadt so den schlimmsten Eck wir. Und ich gebe ihm das sogar vielleicht so stimmen, ich weiß so nicht, ich war auch schon noch eine Zeit zu Schöffling gewohnt. Da war ich auch Pummel zu Asch auf verschiedenen Äcker, Uwes oder so. Oder auch am Dach, teilweise so. Trippel den auch nicht gern allein Lahnstimme. Zum von den, keine Ahnung, wie gesagt, ich weiß auch nicht, ob ich da mit Mama oder mit Schüssel, die war lang rundherum laufen lassen immer. Aber, voilà. Ja, ich gebe schon so ein letztes Start, also was die Sachen noch geht, Kriminalität, Gewalt und so weiter. Ganz oben auf der Platz und voilà, wie gesagt, ich mache noch gleich ein Video dazu und gucken, ob das auch stimmt. looks like we're now entering a hotspot for like drug users, drug dealers. There's really a lot of them, to my surprise. You also have those places here in Luxembourg. Guys, you want to talk with me? Want to talk with me, guys? I make a YouTube video here. No, you don't want here? Okay, guys, I can see maybe you're using drugs. No problem for me. What are you using here? Can you want to talk about that? From drugs. Drugs. What are you using, or you're not, or just alcohol or something? Yes. Yeah, the people consume white and brown. All drugs. It's the same of Everywhere, in every city you have it. every city. Yeah. People. It's not by people here.
The problem is you don't have a house. A house, housing and a job. Family, no job. Yeah. No, anybody can give the hand. Come help. The life here is very hard. Directly, all people you see, this is drug junkie, customer, direct criminal. Yeah. But now, all time here is true. Yeah. Fights, night. Pick den du Thai grad eng Spritz? Also pick den heute du grad eng Spritz aus oder Sinne statt falsch? Tuk-tuk. It's dangerous here? It's dangerous here? Yeah? What happens here? Like, when it... Nice. Can you see? Knife here, Can you talk about, knife here, finger up, here. It's all from here. Yeah. I see you have like a crack pipe. You Oh, mine. there's no problem. I said no one. You sell this? Yeah. Yeah, put the business, my kind money dans la rue, my friend. Yeah, it's Yes, good. please, Good. man. You have to make some money. It's true. Hey, legal, ich muss das ehrlich so sprachlos. Normalerweise fehlt mir wieder nicht oft. Aber heute muss ich ehrlich sagen, das möchte ich schon traurig, wenn ich so etwas gesagt ich will dem nicht so reden, von einem kann man dem Streetworker schwätzen. Und der kann man dann so ein bisschen mehr andrücken. Ich wusste nicht, dass natürlich, stehen das natürlich aus mit der. Aber der kann man dann noch so ein paar andrücken von der ganzen Situation, wie das eben so ist. Das liegt zu jugieren. Ich natürlich so von meinem privilegierte Ross, ich gif natürlich auch nur so sieht vorhin nur de Schwa Infos engem sehr schwa selber oder tu den viel schlecht schwa geholt, die ihn daneben op so eng Position bringen. Me voilà, wie gesagt, das Licht dat ze jugéiere so von enger privilegierter Position dofir. Me ja, ich gif natürlich auch bei den Higoen also hey, op mat dem Scheiß das einfach gesot. Ich meine, wann bis dran ist und so weiter, dann also das schwer rauszukommen. Und ja, wie gesagt, man muss noch immer gucken, wenn noch alles schlecht seid und muss immer dankbar sein, dass ihr eben nicht auf seiner Position also noch all der Kampf eine gute Decision holen, für das ihr eben nicht auf so einer Platz gelingt. Aber das ist auf jeden Fall das schockierend, dass es selbst gibt. Aber voilà. Seen guys like in the surrounding area It is what it is. of Luxembourg, Luxembourg train station have a lot of drug users. I mean, like the bad neighborhood centers around this area. But for the rest, Luxembourg is a pretty safe country. You and me, is like the dangerous neighborhood, the bad neighborhood of Luxembourg or no? Yeah, it's Luxembourg. It's not that bad because I went to Frankfurt, Brussels. It's much worse. Yeah, it's good. Where you go, you have good things, better place. It seems like you still have a lot of people like drug users, like here in the surrounding area. All Europe. But they're not a problem for me. But I just like see them, you know, and that's like Yeah. it's no problem, eh? Yeah. Luxembourg is a good country, safe, very safe, eh? Yeah, it's a good country. Yeah. If you have also a good situation here, you're working, You have a lot of money. Yeah, it's one of the richest country here in the. But everything is expensive here. Yeah, because you make a lot of money. Guys, look at how much cheaper everything is here in Luxembourg, guys. Look at how cheap the fucking alcohol is, guys. Everything is 10 euros almost, 30 euros for a Grey Goose. Everything has a really good price here in Luxembourg, and we're one in the richest countries in like Europe or like the whole world. They make the most money out of it, so you won't think that they have to pay the most expensive items, that everything is more expensive here. But then again, look guys, look, 90 cent water, 90 cent like retail brand water. We are being so ripped off in Belgium and the Netherlands, guys. It's like Ja, ich gebe so als Preise finde ich eigentlich noch ganz normal auf verschiedene Plätze natürlich zumindest was so Konsumgüter angeht wie Alkohol oder Tabak. Da sind die anderen Länder als Nuppenscheiner schon definitiv viel mehr weit. Noch was Benzin und so geht. Ich hoffe, dass bei euch wirklich noch ein bisschen so bleibt. Es wird natürlich auch Klammer bei euch. Aber ja, also Preise. So, wenn du Wasser guckt, Alkohol, okay, das ist vielleicht billig, aber sich, wenn ihr so groß kaufen geht, doch Lebensmittel, die sind eigentlich selbst wie du Hanne noch. Ja,
should be illegal, like ripping us off that much. So guys, that was enough Luxembourg for me. I might have to reflect on this adventure. As you can see guys, there is actually a bad neighborhood. So guys, we have to end this video. Ja, was für drunter so wohl, dass zum Beispiel ja, Lebensmittel so sind dann noch vielleicht bis mir wie billig mir wie gesagt als Wohnsituation, Immobilien und so weiter. Die Preise sind einfach horrend teuer und das ist einfach mega krass. Dass das Wasser so billig ist oder ein Alkohol oder so, das spielt nicht wirklich eine Rolle, weil ich kann noch Leute, die mittlerweile ein richtig Stück Pio für 4 Millionen und da oder mehr sogar, die dann einfach so okay, allein sich irgendwie ein Flotthaus zu kaufen oder auch ein Flottwohnung geht ziemlich schwer, soweit die nicht geimpft wird. Und ich fand das tief nicht Sinn, schaffen, dass Preise, also Logementspreise auch irgendwann so ein bisschen mehr Ruf gibt. I just witnessed a lot of illegal migrants pushing drugs at the train station, and then I had a little fight with a guy, with a beggar, and then like police interfered with it because they were like close by inside from their police car. Yeah guys, as you can see, Luxembourg, small country, really rich country, but you do have bad people, you do have those bad neighborhoods like here. There's nothing compared like Frankfurt, Brussels, of course, but still you have them. And they're like bad, but they're not really big. They're not big neighborhoods, but they're like bad neighborhoods. There's only a few spots here, but still you have them. In one of the richest country, one of the countries with the greatest GDP, still have them. Okay guys, this was Luxembourg for today and I'll see you guys in the next video. Voilà, es war ein ziemlich knackiges und kurzes Video von ihm und hat nicht wirklich ab's gesehen, war den nicht an anderen Ländern gesagt, aber wie gesagt, es gefällt mir wirklich gut, was ich auch da gesehen habe. Und ich habe gesagt, dass zum Beispiel der heute gar kein Vergleich ist vis-à-vis von Frankfurt oder Brüssel. Und ich fand, das muss doch nicht Sinn mehr. Also, meistens ist es ja so, dass es sich irgendwie, also, wenn man sich die Nachbarländer anguckt, dass das auch so los rüber schwappt. Also, dass die Situationen auch irgendwann so plötzlich durchkommen. Und wenn man da nicht irgendwie ein gut Präventivarbeit möchte, dann, ja, dann geht es doch immer schlimmer. So viel. Also ich bin mal ganz gespannt, wie gesagt, ist schon ein Video an der Planung. Und da werde ich auch an den Start gehen und eben noch mit den Leuten schwätzen. Ich bin ganz gespannt, was sie sagen. Und voilà, der könnt ganz gespannt sein. Und freut ihr schon mal auf die nächsten Videos, die kommen. Das werden auch ein bisschen aufwendig Video gehen. Dafür wäre doch lieb, wenn da alle guten abonniert, dann noch kommentiert. Und voilà, ich gebe das so, da passt gut auf euch ab. Und bis die nächste Kehr.